Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Ja, grüß Gott, hochgeschätzter Sir Hans, Graf von Wieden. Frage, was treibt Sie hier ins Arsenal? Ja, das Arsenal ist eine alte Sehenswürdigkeit aus Wien und ein großes Museum. Und ich bin ja auch für Kultur zu haben und wollte natürlich mir auch einmal dieses genauer anschauen. Was denken Sie, wenn Sie Rudi Nettermann hören? Trauen Sie Rudi Nettermann auch zu, hier einen Besuch zu machen? Nein, also das glaube ich auf keinen Fall, weil Rudi Nettermann wurde sogar einmal in den Schweizer Garten eingeladen, aber er hat wahnsinnige Angst und seinen Mami und seinen Daddy geht er ja nicht weg. Man wollte ihm auch einmal den Hintern versohlen mit Brennnesseln und auch in den Ameisenhaufen setzen, ist ja eine sehr gesunde Sache. Nur Rudi ist kein Naturfreak. Und ja. Apropos Naturfreak, ich persönlich habe Rudi ein paar Mal eingeladen, in den Schweizer Garten zu kommen. Rudi hatte permanente Angst. Das heißt im Klartext, ohne Begleitung kein Rudi hier im Garten, ohne Begleitung kein Rudi hier im Arsenal. Ich habe schon heute mal ein Lied gehört von Ihnen. Würden Sie uns das vorsingen? Na, selbstverständlich. Ich habe mir da wieder ein schönes Lied ausgedacht betreffend unseres Rudis. Rudi ist ein fetter Mann, hat ein kleines Zupferl dran, träumt von Mädchen, Socken, Buben, muss bezahlen er in der Stuben. Holla, holla, hollera, holla, holla, hollera. Rudi ist kein netter Mann, hat auch gar kein Zupferl dran. Das ist ja fantastisch, was Sie da bringen. Das ist ja wirklich kabarettreif. Noch eine Frage jetzt an so einem schönen Sonntag. Was machen Sie heute noch? Na, ich werde heute nicht mehr viel machen. Ich werde dann noch einen Spaziergang die Sonne noch genießen. Ja, und an den großen Sonnengott Sir Hans Graf von Wieden denken, der ja auch die Sonne liebt. Und ich wünsche allen meinen Zusehern auch noch einen wunderschönen Sonntag und mögen sie gesund bleiben. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Interview. Ich bedanke mich, Herr Doktor. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.